Ja, Diggi, noch so 20 Kilometer, dann bin ich da. Ja, ihr wartet? Gut. Ey, heute werden wir die Kölner so richtig zerstören. Auswärtssieg, Diggi. Oh nee, echt jetzt? Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, klar, kein Problem. Diggi, ich melde mich später. Führen Sie irgendwelche Gegenstände mit, die gegebenenfalls relevant sein könnten? Keine Ahnung. Relevant? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aha. Ja, was denn? Ah, das sind Borussia Mönchengladbach-Fanartikel. Ja, und wo ist das Problem? Also in Sachen Betäubungsmittel hätte ich vielleicht noch hier und da ein Auge zugedrückt. Aber das geht eindeutig zu weit. Das Fahrzeug wird daher als Tatmittel sichergestellt. Warum? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das Fahrzeug wird eingezogen. Sie hören von der Staatsanwaltschaft. Ja, scheiße. Und wie komme ich jetzt zum Spiel? Und wo ist eigentlich sein Dienstwagen? Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es gibt Spiele, da geht es um 3 Punkte. Und es gibt Spiele, da geht es um alles. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist sowieso nie ein normales Spiel. Aber diesmal steht mehr auf dem Spiel als nur irgendwelcher Derby-Stolz. Beide Mannschaften stehen unter Druck. Der Tabellenkeller ist eng und keiner will derjenige sein, der nach diesem Wochenende nach unten schauen muss. Dieses Derby steht komplett am Limit. Ja, letztes Mal im Hinspiel habe ich ja teilweise ein bisschen den Mund zu voll genommen. Ich möchte da in dem Punkt natürlich jetzt keinem die Euphorie nehmen. Ich selber freue mich ja immer auf dieses Spiel, aber dieses Mal sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Bei uns ist alles etwas unruhiger als zuvor und ich denke auch mal durch die Niederlage im Derby zuletzt ging auch ein bisschen diese Euphorie so langsam, aber sicher runter. Ihr habt das ja alles in letzter Zeit sicherlich verfolgt, also nicht nur FC-Fans, sondern denke mal auch sowieso die Gladbacher, wie sich das hier bei uns aktuell entwickelt. Wir haben ein bisschen Unruhe, wir wissen nicht genau, wie geht es jetzt nun weiter auf der Trainerposition. Was passiert nach diesem Spiel, falls wir nicht gewinnen? Weil für mich ist ganz klar, Trainerfrage hin oder her, wir müssen gewinnen. Wir müssen einfach gewinnen, allein schon wegen der Punkteanzahl. Das ist einfach zu gering, weil wir haben kein Polster, wir haben viel zu viel Nähe zum Tabellenkeller aufgebaut, wenn man das überhaupt Aufbau nennen kann. Und deswegen, ja, wir sind diesmal deutlich mehr unter Druck als die Gladbacher. Ich meine, klar, im Prinzip haben sie das gleiche Problem wie wir, aber ich sag mal so, die 3 Punkte mehr, die sie haben, die hätten wir gut gebrauchen können, um ein bisschen beruhigt in diesen Spieltag zu gehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr heftiges Spiel, das uns bevorsteht. Ich meine, das Derby generell ist immer eine hitzige Sache. Es ist ja auch mittlerweile, da Schalke noch in der 2. Liga spielt, das relevanteste Derby in Deutschland. Kein anderes hat so viel Legendenstatus wie das rheinische Derby. Und ganz Deutschland blickt am Samstag rüber ins Rheinland. Ganz Deutschland wird darüber sprechen. Nicht nur Köln, nicht nur Gladbach. Ganz Deutschland wird darüber sprechen, was in diesem Spiel geschehen ist, wie das Spiel ausgegangen ist. Es gab nur eine einzige Sache, wo man zwischendurch geglaubt hätte, okay, das könnte vielleicht für die nötige Unruhe vor dem Derby sorgen. Und das ist die Nachricht, dass das Eigengewächs von Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz, den Verein verlassen wird und zu Red Bull wechselt. Das nehmen ihn zu Recht, da kann ich komplett verstehen, die Gladbacher Fans ihm übel, insbesondere als Eigengewächs. Aber für mich ist das immer noch nicht die nötige Portion Unruhe, die wir benötigen könnten. Weil, ob der jetzt dahin wechselt und ob die Fans von Gladbach auf ihn sauer sind, das wird nichts daran ändern, dass er selber wahrscheinlich hochmotiviert in dieses Derby gehen wird. Der wird nicht scheiße spielen. Da könnt ihr euch drauf verlassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann kommen wir mal zu unserer Mannschaft, beziehungsweise zu unserem Verein, den 1. FC Köln. Ja, ich habe mir ein bisschen jetzt die Pressekonferenz angesehen. Das erste Mal seit langem, hat halt heute gepasst, ich hatte frei. Auch wenn ich jemand bin, der Lukas Kwasniok in Frage stellt, der sich nicht wundern würde, wenn da vielleicht bei einer Niederlage etwas passiert, sage ich trotzdem, es ist irgendwie ziemlich dumm von den Journalisten, ihn zu fragen, ob das stimmt mit dieser Deadline, ob er seinen Job verlieren würde, falls wir das Derby nicht gewinnen und so weiter. Als ob er dann Ja sagen würde. Ja klar, ich verliere da meinen Job. Das ist genauso, als wenn du einen gelben Schein auf der Arbeit einreichst und dein Chef fragt dich, sei mal ehrlich, warst du krank? Und du sagst dann, nee, ich habe halt zu selten frei. Das ist genauso dumm. Das sind unnötige Fragen. Ich meine, okay, wenn da noch Thomas Kessler daneben gesessen hätte, hätte ich es verstehen können, aber es ist unnötig. Also, als ob der da wirklich ganz ehrlich sagen würde, ja, ich verliere meinen Job, falls wir dieses Derby nicht gewinnen.
dumm. Einfach nur dumm. Merkwürdiger Journalismus, muss ich sagen. Ansonsten, bis auf ein paar Floskeln, das Übliche, man kann Lukas Kwasniok leider Gottes, muss man mittlerweile sagen, nicht mehr besonders aufmerksam zuhören, war der Stream geprägt von Totalausfällen in Sachen Ton, in Sachen Leitung. Ich dachte zuerst, es liegt an meinem Internet, aber ich habe in den Kommentaren gesehen, da waren sogar einige meiner Follower dabei in den Kommentaren. Ich selber halte mich da ja zurück, weil ich suche da nicht die große Bühne. Ich habe meine eigene Bühne. Habe ich schon gesehen, die meisten haben dann gesagt, ey, hängt bei euch auch der Stream? Was ist denn das für eine Tonqualität? Ich habe schon wieder Tonausfälle. Und so weiter. Ja, hatte ich auch. Ich hatte mir auch Sorgen gemacht, was die Konstellation der Mannschaft diese Woche angeht, beziehungsweise am kommenden Wochenende. Jakub Kaminski bekam einen Schlag auf den Fuß, musste erstmal im Training vorübergehend aussetzen. Said Elmalah fehlte am Mittwoch krankheitsbedingt und auch Florian Kainz fehlte zwischendurch. Allerdings am heutigen Training konnten sie Gott sei Dank teilnehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob jetzt jeweils einer dieser Spieler oder alle Spieler, okay, Kainz eher weniger, in der Startelf stehen. Das habe ich auch nicht raushören können auf dieser Pressekonferenz. Sage ich ganz ehrlich, entweder ist mir das untergegangen oder es wurde wirklich zu viel in Bezug auf eine mögliche Entlassung und auch in Bezug auf Said Elmalah, kommen wir gleich nochmal zu, gefragt. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Spieler auf jeden Fall genug Spielzeit am Samstag bekommen werden. Ob von Anfang an oder irgendwie anders, mal schauen. Ihr wollt sicherlich, dass ich irgendetwas zu diesen Gerüchten bezüglich Brighton und Said Elmalah sage. Okay, ich bin normalerweise kein Fan von Gerüchten, weil es wird mittlerweile schon wieder auf Instagram dementiert. Es heißt dann, nein, die Eltern haben nicht mit Brighton gesprochen, aber das sind verschiedene Quellen, die sich auch teilweise widersprechen. Es hieß jedenfalls die Woche, die Eltern, die ihn ja mittlerweile, also ihn und seinen Bruder, mittlerweile beraten, hätten mit Brighton gesprochen, ihre Zusage gegeben und Brighton will angeblich sowohl Said als auch Malek Elmalah verpflichten. Aber ich sage dazu wirklich komplett und in aller Ausführlichkeit etwas, wenn wirklich die Nachricht kommt, er unterschreibt dort oder oder der FC gibt sein Okay für diesen Wechsel. Und hier sage ich an der Stelle, wenn ich diese Summe höre, was war das, 30 Millionen plus Bonuszahlungen, ich hätte sofort gesagt, raus hier. Also wenn die sich mit mir an den Tisch gesetzt hätten. Warum? Weil das Engländer sind. Ja, das meine ich jetzt ernst mit dieser Meinung. Das ist jetzt wirklich mal keine Show, das ist meine Meinung. Das sind verdammt nochmal Engländer. Während andere auf der Toilette Fäkalien ausscheiden, scheiden die Kohle aus. Richtig viele Batzen an Geld. Die haben Geld wie Heu. Selbst ein Drittligist hat mehr Geld als der erste FC Köln. Ich würde die bluten lassen. So richtig bluten lassen, einfach weil sie Engländer sind. Ich würde sagen, raus hier. Unter 60 Millionen rede ich nicht mit euch. Einfach nur, weil ihr Engländer seid. Wäre jetzt hier ein spanischer Verein gekommen, wäre jetzt hier ein deutscher Verein gekommen mit 30, 40 Millionen, hätte ich gesagt, gucken wir mal, ob noch was aus England kommt. Und wenn aus England dieselbe Summe kommt, hätte ich gesagt, raus hier. Sofort raus hier, Engländer. Kommt erst mit 60 Millionen wieder. Es ist mir auch egal, ob Said Elmalah jetzt gerade mal so 30, 40 Millionen wert ist. Aber der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt. Das kann sich weiterhin entwickeln. Und sehr viele Vereine sind scharf auf ihn. Und da kommt ein englischer Verein an und bietet eine Summe, die locker Bayern München zahlen kann. Raus hier, raus hier. Komm erst wieder, wenn du 60 Millionen hast. Ganz klar, einfach nur aus Prinzip. Einfach nur aus Prinzip. Selbst wenn so ein englischer Verein zu mir käme und, keine Ahnung, Florian Kainz wäre gerade mal 25 Jahre alt, hätte hier noch 3 Jahre Vertrag, da hätte ich auch gesagt 50 Millionen. Einfach weil ihr Engländer seid. Das ist meine klare Meinung dazu. Einfach weil es Engländer sind. Würde ich sagen, unter 60 Millionen rede ich nicht mit euch. Und der FC darf sich nicht abspeisen lassen, sonst bin ich hier richtig sauer. Wenn Brighton hier nur 30 Millionen gibt, dann reg ich mich aber richtig auf. Dann fuck ich mich aber vom Allerfeinsten hier ab. Einfach nur, weil es Engländer sind. Das sind Engländer, gibt mindestens 60 Millionen. Ganz klar, einfach weil es Engländer sind, müssen die bluten. Bei der Kohle, die die haben, nee, wie gesagt, meine ich ganz ernst, ich würde mit denen kein Wort reden. Ich erwarte auf jeden Fall am Samstag einfach nur Folgendes, dass die Mannschaft wieder alles gibt. Und das ist meistens in diesem Derby der Fall. Selbst in beschissenen Abstiegssaisons haben wir alles gegeben. Und das erwarte ich am Samstag. Aber ich erwarte auch wirklich, dass alles dafür getan wird, einen Sieg zu erringen. Aber ich sage auch gleichzeitig, das Geschäft ist nun mal so. Wenn du die Ergebnisse nicht lieferst, dann kannst du noch so sehr eine Vision haben. Da kannst du noch so sehr zu Anfang der Saison überzeugt haben. Ihr könnt noch so sehr predigen, Kwasniok ist der Richtige. Der Verein wird reagieren. Da können die erzählen, was die wollen. Wenn wir das hier verlieren, dann wird reagiert. Seid euch dessen bewusst, weil so ist das Geschäft. Die sind alle nicht ehrlich mit uns. Die sagen zwar, es gab nicht diese Deadline, aber wie gesagt, ich glaube, das stimmt. Die erzählen uns hier nur absoluten Blödsinn. Es gibt eine Deadline. Vielleicht sagt man noch eventuell, dass sie 4 Spiele Betrug, aber ich denke mal, das Gerücht hat sich so hartnäckig gehalten und vor allen Dingen nach einem Derby-Sieg, nach einer Derby-Niederlage, wisst ihr aber eigentlich, was das für
Schlag in die Magengrube bedeuten würde, da kannst du nicht einfach so weitermachen. Vor allen Dingen nicht unter den Umständen. Und die Gladbacher, die wollen uns in die zweite Liga schießen. Da sind sie richtig scharf drauf. Deswegen, ich erwarte das Übliche, was ich in so einem Derby sehe. Jede Menge Kampf, aber hoffentlich keine rote Karte für uns, weil da droht auch immer Gefahr. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr getippt habt. Ich habe euch mal wieder dazu aufgerufen, das Spiel zu tippen und deswegen ist es mal wieder soweit. Guys oder Bock? Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Guys. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Ja, liebe Freunde, diese Woche haben 80 Follower abgestimmt und das Ergebnis sieht so aus. 69% sagen Derby-Sieger FC, 20% tippen auf ein Unentschieden, 11% Derby-Sieger Gladbach. Und deswegen dieses Mal geht es nur darum, Sieg oder Unentschieden. Natürlich das Unentschieden, ihr wisst ja, Unentschieden bedeutet Kwasni Jok. Das ist die positive Seite, die eingefärbte Seite. Das hier ist die negative Seite, das bedeutet das Unentschieden. Von daher Sieg oder Unentschieden, Geist oder Bock. Kann passieren. Im Derby kann alles passieren. Wir tippen auf Sieg, die Höhe bestimme ich, aber ich glaube nicht, dass es ein Schützenfest wird. 1:0, ja komm, sagen wir mal 1:0 für den FC, mal ausnahmsweise ohne Gegentor, kann ja auch mal passieren. Aber wie gesagt, in so einem Derby haben wir immer alles gegeben, meistens. Ja, das wäre jetzt wichtig. Das wäre jetzt wichtig, allein schon, um den Klassenerhalt langsam in die Wege zu leiten. Ragnar Ache hatte diese Tage gesagt in einem Podcast, er würde sich die Haare rot färben, falls wir den Klassenerhalt schaffen. Also, das würde ich gerne sehen. Ja, deswegen, wir sehen uns wieder zu Reaction. Das ist alles, was ich erstmal dazu zu sagen habe. Ja, und bevor ich es vergesse, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Kumpel Jonas. Er ist einer meiner Zuschauer, mit dem ich auch privat in Kontakt stehe, der sich bereit erklärt hatte, die Stimme des Polizisten aus dem Skit vom Beginn der Folge zu übernehmen. Er hat sich sofort bereit erklärt. Ich brauchte einfach mal auch eine andere Stimme, weil irgendwann ist meine Kapazität an Stimme verstellen irgendwann mal so aufgebraucht, dass man sie sofort erkennt. Von daher, Dankeschön, dass du das gemacht hast. Danke, dass du sofort zur Stelle warst. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.